Merci für die vielen Reaktionen, die wir bei Interventionen gekriegt haben. Die irgendwo Sterne wurden ein bisschen sachlich. Ich probiere mal auf ein paar Sachen zu reagieren, die heute gesagt wurden. Bei den geringen Kollegen fängt man an, weil schon da hören, da wird auch ganz interessant für zu hören, wie sie halt Waffenlieferungen vertreten. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie Positionen kann über Bord gehen in einer ganz kurzer Zeit. Wie gesagt, das Wahlprogramm am Europa-Wahlprogramm in den geringen 2019, wo sie absolut gegen Waffenlieferungen in Krisenregionen 3 Jahre später, selbst Wahlprogramm, verteidigen sie das hier. Ich will das auch, also das ist nicht konsequent, das ist auch nicht ehrlich. Wir als ADR, wir sind kein Pazifisten, konträr zu dem, was andere affichiert wird. Wir haben immer gesagt, wenn ein Land verteidigt wird, not einmal Lützeburg, muss ihn sich können verteidigen. Wir wollen nie wie andere Parteien gegen die Armee, dass die sollte aufgeschärft gehen. Aber wir machen das mit Verantwortung, weil wir wissen, wie militärisch muss, was das kann helfen für die Leute. Und wir machen das mit Verantwortung. Aber wie früher Pazifisten nach den Wahlprogrammen auftreten als Pazifisten und die Prinzipien da verrät, die mengen die haben ein Kredibilitätsproblem ganz groß sind. Ich will das auch so, wenn Loheit CSV könnt, also wir sollen uns Fragen stellen am Kader von der ECR, weil Polen und Briten und so weiter andere Positionen vertreten. Ja, wir sehen das an diesem Krieg, dass Länder hier Nationalpositionen und Parlamentarier hier Nationalgeschichte und hier Nationalpositionen vertreten. Das ist normal an so einer Situation. Aber ich will auch CSV daran erinnern, dass hier CDU, hier Partnerpartei, nach bis kurzem gesagt hat, wir liefern keine Waffen nach Krisenregionen. Das war Doktrin an Deutschland nach bis ein paar Wochen. Und die hat das auch abgehen. Das war die deutsche CDU. So, mir nicht von den polnischen Parteien oder von den britischen Parteien, da guckt Partnerparteien, wie diese Stoff verhalen, wie sie ja die empfehlen, und dann schwätzt man einfach darüber. Das, bei Kriegsverbrechen. Ich meine, das ist so wichtig für uns alle. Ich meine, wir müssen auch sagen, dass Kriegsverbrechen von den zwei Seiten begangen gehen. Das ist nicht gesagt, dass es nicht wichtig wäre. Wir haben eine Motion hervorgebracht, dass man helfen soll, sie abklären. Wir wenn die Aktualität in der Ukraine wirklich stark für da verfolgt wird, auch das ist schrecklich. Aber wenn wir uns gegen den Krieg engagieren, also eben auch wenn es der Realität. Mit Kriegsverbrechen geschehen auf den zwei Seiten. Das justifiziert nicht, mit das ein Teil von der Wohlrecht für das zu sagen. Und wir sollen dazu beitragen, wir können beitragen, für diese abzuklären, nach Verantwortlicher für Gericht zu bringen. Den Herr Kruchten hat gesagt, wo ich ihm wirklich dankbar bin dafür, nicht die erste Kehr von einem Regierungsprogramm gesagt, was der Sinn von den Sanktionen kein Sinn, und hat genau das gesagt, was wir gesagt haben, wenn in der Richtung Verhandlungen soll gehen, Herr Kruchten. Dann wird das seinen Sinn. Da kann ich noch drüber schwätzen. Es gibt so viele andere Sachen, die gesagt gesehen. Der Krieg als Stellvertreterkrieg soll es sein, soll lang dauern, soll Russland schwächen. Alles das sind Argumente, die wir zurückweisen. Wenn aber das Argument soll sein, wir müssen wenigstens in Richtung Verhandlungen gehen, dann haben wir den Anfang von einer rationalen Approche, die kann drohen. Aber da muss das klar Linie von der Regierung sein, und ich hoffe, dass Herr Asselborn nur genau das konfirmiert, dass man hier bis zu Verhandlungen keinen Schritt mehr weit. Wir wollen nicht mehr wie das. Wir hätten gerne Verhandlungen. Und wenn wir die erreichen, darüber können wir ganz sicher schwätzen. Die hat zu Recht über die Lebensmittelsituation geschwärzt, über die Probleme, die wir haben, wie der Wes aus der Ukraine, zum Teil auch aus Russland rauszukriegen, weil eben die normalen Wehr gesperrt sind, weil dadurch das Risiko von einer Hungersnot besteht. Wir hatten ja doch an unserer Intervention gesagt. Wir haben einer von unseren Motionen, an der Motion 2, haben wir gesagt, wir sollen der Ukraine helfen, für über die Europäische Union das zu exportieren. Das ist hoffentlich ein möglicher Weg, und ich gehe ja davon aus, dass dann die LSAP die Motion auch mitdreht. Den Herr Gras hat geschwärzt von der Neutralität. Ja, Herr Gras, wie gesagt, ich habe Beispiel von Solomon Island gesagt, mit der freien Wahl vom Bündnissystem, wie gesagt, das gilt angeschränkt. Ich weiß auch nicht, was da 2008 zu Bukarest haben Deutschland und Frankreich schon dagegen gestimmt, weil die so, das Land kann das froh, ja, aber da muss auch jeder in der Kurs in der Allianz. Die Deutschen und die Franzosen wollten das 2008 schon nicht, dass die Ukraine gegen Member an der NATO gehen. Aber wie denkt ihr, dass Haut gegen aufgestimmt gehen an der NATO? Und Herr Asselborn kann es das vielleicht so. Wenn Haut die Ukraine gegen kommen oder nur, also 2008 hat das nicht geklappt, und du schon zwei große Länder das Problem gesehen, denen du da verbunden hast. Wie ist es dann, wenn 2023 die Ukraine und die in der NATO klappt, da sagt, hallo, kommen nicht, das ist kein Problem, ich trusse sie da kommen mit dem Krieg. Also die Situation ging man mal gerne erleben, und das ist so, ja, all Land kann das froh, wir müssen nicht d'accord sein. Was Schweden und Finnland angeht, so mir ja,
Naja, die sollen nach NATO kommen, sowieso wollen sie schon praktisch Membern. Und ich will nicht just sagen, dass der früheren finnische Ministerpräsidenten Alexander Stubb de Moyen genau darüber reagiert hat und er hat gesagt, I think, den finnischen früheren Premierminister, the reaction has actually been quite moderate von Putin. Und das ist das, was auch vorher ist. Russen haben immer gesagt, an den letzten Moment, dat ze dat akzeteieren weil se jo praktisch schon Member wären ausser Artikel 5. Dat as Dennerung an sie werden noch Moosnahmen holen, dat hun se och gesot und der Grenze hun dat alles gelesen, hun aber net als Menace interpretiert. Sie adaptieren. Aber wie gesagt, van zu de freiere finnische Premierminister se Reaktion wär moderat gewichtcht mengen, sollte man dat och eesthöle, wat a Finnland selber dann Meinung do ass. Die hat op d Allianzsystemer 1938 an so weiter an ich eieren dat wirklich, weil es weist, wie eischter die Situation hört. Ich will ich nicht erstellen, dass der Lichtfankisch Vergleicher will machen, Hitler Vergleich oder so. Das erstellen ich nicht, ich kenne intellektuell Ehrlichkeit. Aber was ich aber will sagen, dass das sowohl für den Ersten Weltkrieg wie auch für den Zweiten Weltkrieg Allianzsystemer. Als hun entweder dysfunktioniert, ja, am Ersten Weltkrieg sind wir dadurch ja mat an den Krieg mal Drage zu gehen, und am Zweiten Weltkrieg haben sie nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert. Respektiv sind durch einer Akkorden Schachmatt gesagt gehen. Also das ist aber nur nicht so gewesen, dass du kein Allianzsystem gehen hat. Und dafür muss ich auch die Analyse mit großer Pfirsich machen. Und bei historischen Vergleichen besonders muss ich ganz gut aufpassen. Das Referendum so der 1992 an der Ukraine, wenn ich mich gut an das erinnere, was gesagt hat, Herr Gras, soll respektiert gehen. Da sind ich d'accord, ich will die just so in der Kollegien, dass auch Parteien, die Referenden versprechen, sich auch sollen darin erhalten. Das ist ein kritisches Thema für die DP, wo Referenden zu schwätzen. Ich wollte das just so. Gut, dann haben wir den Sinn, wo Sanktionen, die frage ich, wer primiert? Ja, das ist effektiv froh, und das ist genau das, was wir ja auch angeschwärzt haben. Wer primiert, und du hast vorhin drin, für mehr Sanktionen. Was ist der Sinn davon? Und wir haben gesagt, wir wollen sie nicht machen, für Russland zu ruinieren, wie andere wollen werden. Wir wollen doch nicht mehr, von das einzige Resultat ist, dass wir als Ökonomie futti machen, ohne aber einen Einfluss auf den Kriegsverlauf genommen, weil der Ukraine nicht hilft. Und das ist eigentlich das Aufweihen zwischen dem, was es kostet, an alle möglichen Termen, menschlich, ökonomisch, Wirtschaftsrelationen und so weiter, aber das bringt. Und das ist da, wo eigentlich die Analyse noch nicht genug gemerkt hat. Das ist blinde Männerschaft und Aktivismus. Und ich habe mir recht Mengen, ich meine, aller Modestie oder mir entschuldigt, 100 hingewiesen, dass die Sanktionen, die wir bislang geholt haben, nicht geprüft haben. Und das Beispiel von der Krim weist, wir haben Sanktionen geholt, nur den Beitritt oder Annexion, wie das gehabt von der Krim zur Russischen Föderation. Oh, das ist nachher mal da. Und das ist eben das Problem bei den Sanktionen. Wirken sie überhaupt? Wenn sie nicht wirken, dann braucht man keinen zu hören. Und das ist die Frage, die intellektuell die man muss stellen. Was bringt es? Hat es einen Sinn, die Leute hier am Land die Heizung aufzustellen, Mobilität anzuschränken, als Firmen daran zu hindern, zu schaffen, wenn wir auf der anderen Seite keinen Abfluss können haben, keinen effektiven, messbaren Abfluss auf die Evenemente? Dann hat es keinen Wert. Und das ist genau die Reflexion, die wir hier anstoßen. Hat es einen Sinn? Genauso wie bei der Waffenlieferung. Da sind schon froh, dass der Krug das nicht mehr das bis Verhandlungen. Und das ging auch gerne eine Regierung wissen. Was ist dann Position? Was ist der Sinn dann davon? Weil sonst machen wir es nicht. Muss die Leute können überzeugen vom Affen verlangen. CSV. Also wir haben, das als Kollegium der CSV zu rappellieren, an der Rede, die wir gehalten haben, zweimal den Aggressor klar bezeichnet. Ich meine, den dritten Kehr. Wie das nicht gesagt wird, das wäre vielleicht nicht deutlich genug gewesen. Den Aggressor aus Russland, R-U-S-S-L-A-N-D für CSV, das ist die dritte Kehr, wo sie dann so, und ich hoffe, das geht nicht durch, wie das klarzustellen. Ach, Kritik und der USA, oh mein. Haben wir nicht Kritik und USA hören, immerem, wo dann zum Beispiel, wenn Herr Trump Präsident war, den er nicht die große Popularität hat, wie er vielleicht in den USA hat, weil dort sie gewählt gehen, also dann ein Verbrechen gegen die einem Alliierten Kritik umzubringen, der, wenn das nicht, sind wir alliiert oder aligniert, sind wir Vasallen oder Partner, Kollege, Freund. Wir sind für die USA Partner, Kollege, Freund, wenn CSV will Vasall sind, die nicht will kritisieren, auch für Kritik übrig ist, als das hier ein Problem. Aber wir sind Freund von den USA, aber wir sind zuverlässig Partner der NATO. Wir haben immer gesagt, wir bekennen uns zu der NATO. Ähnlich wie einer Parteien hier bannen. Mir das ist auch hier recht. Wir bekennen uns zu der NATO.
Und wir wissen auch, dass es kein Ugriff auf ein NATO-Land kann gehen, weil NATO da ist, und weil NATO viel mehr stark als Russland. Wisst ihr, was Russland ist? Neben einer wunderbaren Kulturnation und hier und da, alles an der Reihe. Aber Russland hat ein Bruttosozialprodukt an der Größe in Italien oder Südkorea. So das Militärbudget, der Mann größer als an absoluten Zölle wie die britischen. Für die britischen. Aber wenn da all die verstoppte Sachen nach Matrechen dann die Purchase Power an hier und da, dann hast du bei 161 Milliarden Dollar, allein den amerikanischen als bei 700, 800 Milliarden Dollar. Und dann noch nicht ohne die anderen. Und dann so da den Ugriff von Russland auf NATO. An denen Konditionen, aber Russland ist nicht mit Sowjetunion wo früher. An die relativ schwächt, das ist noch einmal ein großer, starkes Land, mit die relativ schwächt par rapport zu der NATO, ist auch eng von denen Problemen, eben den Problemen, die kann eine Eskalation bewirken, weil sie Waffen, und schreckliche Waffensysteme, die durchschwächt, eventuell kann ausgleichen. An dem nur wie weit man an den Eck drücken, können wir das mal provozieren, dass Deeskalation möglich ist. Und wir wollen keine Eskalation von dem Konflikt. Und dafür sind wir vorsichtig, mit Waffenlieferungen, mit Sanktionen. Und wir hätten eine intelligente Politik, die das begünstigt, was man brauchen, Verhandlungen in Richtung Frieden, weil das auch das ist, was der Ukraine am meisten hilft. Natürlich muss man solidarisch sein. 5 Motionen haben wir auf den Tisch gelöst, für in allen möglichen Bereichen der Ukraine zu helfen. An all der Rest, was ich gesagt habe, Sanktionen, Waffenlieferungen, da hätten wir gerne die Reflexion, die wir heute angestoßen haben, wie zu wissen, was wir überhaupt verantworten können, und wohin wir wollen gehen. Wir haben zu kommen, wir löschen eine neue Pack Sanktionen, und wir müssen hier und da muss es ein Ratio dahinter tun. Politik verdient überlegen, es verdient Verantwortung. Am CSV schenkt die zwei am Blick nicht so als Priorität zu gesehen, da ist ein Unterschied zwischen Hinnen und Eis. Ja, Waffenlieferungen an die Ukraine haben etwas ganz Spezielles. Das ist etwas ähnlich wie Waffenlieferungen in Lützeburg oder in den anderen, weil die Ukraine ist durch und durch korrupt, 122. Platz am internationalen Transparency International haben sie erreicht. Wir wissen, dass an der Ukraine Waffenlieferungen in der Vergangenheit in Afghanistan gemacht sind und die schönsten Plätze, da ein reger Waffenhandel ist, dass das nicht kontrollabel ist. Wir hätten gerne eine Zuverlässigkeit. Wir wissen, die so, dass ein Teil kommt, wunderbar. Wir hören aber auch, dass ein Teil von den Waffen verschwunden ist. Wir hören, dass Russen ein Teil zerstört, das ist ja normal. Sie wollen das natürlich auch zerstören. Wir hören auch, dass die russische Armee ein Teil rekuperiert wird für sich selber. Auch alles das sind Erscheinungen, die muss aber gesehen an der Thematik, wir liefern Waffen und Ukraine. Da muss es auch kommen und muss auch da verantwortlich geholt gehen. Und da muss ich auch noch überlegen, was das ist, aber nicht möchte. Herr Wieseler, der hat ein bisschen den Chicken Game hier gespielt. Der hat gesagt, mir hat keine Angst. Und wenn man dann noch stellt, mir ging mit der Angst und den Leuten spielen. So machen wir keine Politik. Nee. Also das ganz Interessante daher auf dem Niveau wird argumentieren. Wir müssen probieren, heute das Niveau ein bisschen abzusetzen. Es ist einfach so, dass wenn man sieht, dass an einem Krieg ein Eskalationsgefahr ist, die auch uns an einer Alliiert an EU-Member kann betreffen, dadurch, dass man rein Politik mehr, die nicht auf der Höchste von den Herausforderungen ist, dann ist das ein Ausdruck von Verantwortung. Und die so, mir habe keine Angst als CSV. Aber was ist das für ein Approach? Ich habe noch keine Angst. Was ist der Unterschied als ist so nicht, das ist doch ganz klar. Den einzigen Bannen, die je an Uniform rundherum gelaufen ist, das sind nicht. 11 Jahre als Offizier von der Armee. Die anderen, die das gemacht haben, sollen abstehen dann doch so. Also kommt mir nicht mal so Sachen. Auch Militär, das so hat Verantwortung für Leben, hat Verantwortung für den Umgang mit Waffen. Also Resonamente wie ich habe keine Angst, die hat bestimmt Angst, spürlich steht. Sie hat der falsche Adresse. Die sagt, die Ukraine hat Werte. Ja, die sind aber nicht so evident. Herr Kersch. Weil, was ist da für Wert? Liest mal die Analyse von Human Rights Watch. Liest die Rapporte von Amnesty International von den letzten Jahren über die Ukraine. Die Ukraine ist kein demokratischer Staat, an dem Sinn, wie wir es verstehen. Es ist ein Staat, der massiv Menschenrechte verletzt. Ich sage nicht, dass nicht umweben der Demokratie sind, dass man nicht so unterstützen, wie das eine demokratische Gesellschaft ist. Wir liest die Rapporte, macht ein Bild von dem, was das Land ist.
Und das ist nicht das, was wir als drinnen vorstellen. Wir sollen sie selbstverständlich unterstützen, auf dem Weg für so zu gehen. Wir sollen sie kämpfen für uns. Nee, ich will nicht, dass den anderen für uns kämpft. Herr Wiesler, wenn ihr meint, der Kampf muss gefordert gehen, dann geht du hin und feiert. Wir lassen nicht die Ukrainer für ihren Kampf machen. Geht du hin und kämpft, dann lassen nicht andere Leute für ihr kämpfen, Herr Wiesler. Holt ein Gewehr und geht du hin, wenn ihr es wollt machen. Herr Karteiser erlaubt, dass Herr Yves Krucht nicht ein Vorschlag. Ja, ich mache noch 2 oder 3 Sätze fertig und dann ganz gern. Die schwätzen Angriff auf Wahlen. Angriff auf Wahlen. Ja, natürlich, ich höre noch, ich weiß es schon, das ist kein Computerfreak, ich weiß nicht mehr, ich höre wie dir, dass Russland auf Wahlen am Westen angegriffen hat. Ja, das kann sein. Das ist auch nicht gut. Ich verurteile nicht, dass der Mensch ging auch noch so, dass nee, wenn sie das gemacht haben, ist das falsch. Mit dem Westen hat doch x-mal auf Wahlen an andere Länder angegriffen, auch an Russland. Die CIA hat die Reelektion von Herrn Jelzin finanziert. Das weiß alle Menschen, die sich für Russland interessieren. Das ist auch falsch. Und wie gesagt, bei der internationalen Politik, und das ist auch das Merit von dem, was wir machen, an unsere Reflexionen, wir sind kapabel, uns auch froh zu stellen. Wir sind kapabel, wie zu sagen, ja, wir haben auch vielleicht Fehler gemacht, und nicht immer mit dem Fanger einfach auf den anderen zu weisen. Das ist so einfach, so bequem, also unehrlich. Und das kann ich daher nicht reprochieren. Wir haben den ganzen Approach an der Argumentation gesagt, was das, wo wir Fehler gemacht haben, und das ist eben mengenlich auch ein Teil von dem, auch gegenüber den Russen und anderen, die da gucken, das ist wichtig, wie das mal so, auch wir Fehler gemacht, wir sind bereit, auf einer Basis von Ehrlichkeit mit dir zu schwätzen, wir Fehler gemacht, so die auch, was Fehler sind, so da ist es. Und da kann jemand nicht schwätzen. Das schmengen Herr Kruchte wollte etwas so, Herr Kruchte, die hat selbstverständlich Gelegenheit. Ja. Herr Karteiser, ich meine, die hat hier ein ganz düsteres Bild von der Ukraine gezeichnet, weil ich aber ein bisschen an einer Licht auch stelle, weil der merkt, wie wenn die Ukraine ganz schlimm wäre, was Menschenrechte geht. Ich will just daran erinnern, die Ukraine als Member am Europarat, und ich meine, der Kollege Gusti Gras, den auch an der Assemblée parlementaire vom Europarat sitzt, der kann das konfirmieren. Also wenn es Champion gibt, den die meisten Fälle für den europäischen Menschenrechtsgerichtshof hat, dann ist das die Russische Föderation. Ich meine, das waren die letzten Gewicht, guckt, waren da 20.000 Fälle, die nach da ausstehen. Aber entretemps will Russland ja auch nicht mehr damit zu dienen. Aber gerade die Ukraine haben wir an den letzten Jahren wirklich an den demokratischen Prozessen, an den Defiziten, die die hier aufbringen, haben wir probiert zu helfen. Probiert, über die Assemblée parlementaire, über die Kommission de Venise, haben wir probiert, rechtsstaatliche Prinzipien dahin noch zu helfen, die besser umzusetzen, Korruption zu bekämpfen. Und ich fand es nicht fair, wenn man heilo so ein Bild geben, wie wenn an der Ukraine alles dramatisch schlecht wäre. Ich meine nämlich, dass besonders die letzte Regierung, die uns zwar einer Sorgen am Moment, sie gerade die wollten Reformen unternehmen, für Korruption zu bekämpfen, für eine ganze Partie Sachen an dem Land an Treib zu bringen, die dir ich will einfach das desaströse Bild, weil der gemotet nicht einfach so kommentarlos stohlos. Also, das wurde kein Froh, Herr Kruchte, mich antwortet nicht, aber ganz gern. Und das echt, was ich will sagen, dass das mal zu Summe freien, dass die Ukraine Member an der internationalen Organisation ist. Das ist ein ganz gut Sache. Weil wenn die Menschenrechtskonvention unerkannt an sich der Jurisdiktion vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterwirft, dokumentiert, erweist man, dass eine gewisse Ansicht wird, probiert das zu besser. Die Situation ist trotzdem desaströs. Wir sind froh, dass die Ukraine, dir an euch, dir LSAP, mir RDR, sind zu Summe froh, dass wir können feststellen, dass die Ukraine Member ist, probiert das zu verbessern. Das ist noch ein weiter Weg. Ich so nicht auch die andere Seite von dem Raisonnement. So, an der Ukraine sind wir uns eins, dass eine Wegbesserung mit dem Zustand ist schlecht. Russland ist aus dem Gremium ein paar Mal ausgetragen, verdriven gehen, was für sich mit den Kreanzen von der parlamentarischen Delegation und so weiter, die das alles mitgemacht über die letzten Jahre. Aber es war für Russland, und für die Oppositionellen an Russland, von einer extremer Wichtigkeit, dass auch Russland kein Member sind. Weil eben just auch dadurch kommt Druck gemerkt bei der Opposition. Das war ein Argument für die Opposition an Russland. Aber die Tatsache, dann so, ja, die beholen sich nicht und so weiter und sie dann auszuschließen, das ist eine kurzsichtige Politik, weil in den Leuten Moyen hält denen, die es brauchen, auch an Russland, für gegen den totalitären Staat, das totalitär, sozusagen wäre nicht totalitär, aber Russland hat große Demokratiedefizite, leider, für die Ukraine und andere auch. Das ist doch eine Möglichkeit für Oppositionelle, wie da wenigstens
die Mechanismen oder die Wertekatalog, den an einem Europarot vertrödet, die können sie invokieren. Aber wie denen Leute das Instrument zu holen, über Spielerschaft wie Credentials zu parlamentarischen Delegationen, das ist doch ein kurzsichtiger Approach. Ich meine, ich kehre Prostitution dafür gestimmt, schon. Mit das kurzsichtig, ich kann nicht versichern, wir sind da, mir nicht die Eier dem Gremium vertreten zu sehen. Mir die wird nicht gesehen. Wann eben der RDR da sitzt, dass mir das da matt machen. Nicht, weil man aus irgendeinem fremden Regime da will einen Kniefall mehr für Russland. Mir weil wir wissen, dass die Leute, die an denen Ländern demokratisch Werte vertreten, dass die genau die Organisationen brauchen und nicht das für die Schwach, wo wir uns gegen engagieren. Ich so nicht mehr. Merci, Herr Kartheiser. Am nächsten geschrieben